Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blasteringenieur. Und ja, der 3D-Drucker ist noch fleißig ein Drucker von meinem zweiten Prototyp vom ersten Blaster. Und deswegen gucken wir uns heute da mal die Stampede an. Oder das Innenleben davon. Und ich würde sagen, wir machen erst einmal das Paketle von Werker auf. Und wenn ihr sehen wollt, wie mein eigener Blaster, wie der sich entwickelt, lasst ein Abo da. Und das sind eigentlich zwei Pakete da vorne. Das war alles und das war alles. Haben wir ein bisschen Geraschel und ein bisschen Zahnrädler und Federle. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe noch keine Ahnung, wie das Blaster innen aussieht. Weil ich habe es noch nicht aufgemacht. Also Batteriefach schon mal aufgemacht und um die Batterien reinzutun. Weil ja, wenn man es auch macht, schießt es auch. Und da haben wir. Ich habe auch noch das Originalschild. Wer auch immer das braucht, das ist dann, wenn ihr mal die Optik haben wollt, da kennt ihr das, da kann man das da, glaube da drauf machen. Und dann sieht das, und ein zweites Magazin habe ich auch noch, da sieht das dann so aus. Das, ja, machen wir wieder weg. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Und ich hätte auch noch ein bisschen Optionen. Da haben wir noch ein anderes Magazin. Ich finde, so eine Trommel sieht immer gut aus. Oder was denkt ihr? Schreibt da in die Kommentare, was man da reinmachen soll. Oder ob man Trommel oder Stabmagazin. Oder habe auch noch andere Trommel da. Aber die finde ich jetzt, ja, das ist ein bisschen asymmetrisch. Das gefällt mir nicht so. Und ja, ich würde sagen, jetzt gucken wir mal. Wollen wir zuerst mal noch Referenzwerte messen? Packen wir mal ein bisschen Munition ins Magazin, bevor wir da anfangen und rumbasteln. Erstmal gucken, was das denn in ihrem jetzigen Zustand so kann. Sogar die Originalmunition habe ich noch. Das ist doch mal nobel, oder? Ja, bis auf zwei. Die sind in der Sammlung gewandert, weil da gibt es die bedruckt und dieselbe gibt es auch unbedruckt. Das ist jetzt gut, dass die beide so schön da lagert. Oder das müsste jetzt 80 Stück sein. Vielleicht sind es auch 19 oder bloß. Ja. Ach, vielleicht sind es auch 19. 17 war es nicht sein, weil sonst wäre es nicht so voll. So, da. Ja, also heute kriegt es noch kein Lithium-Akku da, so Lithium-Polymer-Dingens da, so Lipo da. Aber in Zukunft einfach auch aus Gewichtsgründen. Und das braucht da vorne auch irgendwas. Also, das kommt auch noch, da überlegen wir uns was. Also, ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass ihr den Blaster seht. Bin ich mir ganz sicher. Also, lasst das Abo da, trägt jetzt länger, dann kriegt ihr auch mit, wie es weitergeht. Dann packen wir mal den Kruster aus, was genug ist. Das genug Geraschel ist. Packen wir das Geraschel weg. Und packen den Kruster aus. Das muss wohl ein starkes Federle sein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Deswegen wird das spannend. Aber ich gehe mal davon aus, dass man genau die Teile da irgendwo da drin findet und das bauen wir einfach das 1 zu 1 aus und ersetzen das, hoffe ich doch. Oder ist das ein Zahnrädle für den Motor? Das kann. Ja, das wird spannend. Also, ich habe noch keinen Plan. Aber sonst wäre der Unterhaltungsfaktor bei dem Video weg. Wenn jeder jetzt schon einen perfekten Plan hätte und euch da zeigen könnt, wie das. Oder ja, das wäre ja langweilig. Das wäre ja auch nicht spannend für mich und nicht für euch. Und das ist so meine Überlegung. Aber jetzt hole ich mal kurz das Messmittel. Bis gleich. Ja, ich habe es immer noch nicht gelernt, dass das bis gleich eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, weil für euch bin ich ja nicht weg. Also, aufwachen, gibt was zu tun. Das müsste Messmittel Nummer 3 sein, wenn ich. Ich sollte da echt mal einen Aufpepper drauf machen, dass die Qualitätsüberwachung später auch, dass er auch gescheit kalibrieren kann. Irgendwann einmal, sollte man irgendwann mal zu dem Zustand kommen, dass
Ich wüsste auch nicht, wie man sowas kalibriert. Aber legen wir mal los. So, jetzt haben wir, das habe ich jetzt absichtlich so schnell gemacht, dass wir die Rounds per Minute, also die Schuss pro Minute, und ich räume das mal wieder die da noch ab und der Rest suche ich nachher. Also da haben wir jetzt einen Durchschnitt von 16,2, mit Minimum 12,9 und Maximum 18 und 162 Schuss pro Minute. Und jetzt gucken wir mal. Ich glaube, an den Schuss pro Minute wird sich heute nichts ändern. Das packen wir mal auf die Seite. Lassen wir es am besten an. An den Schuss pro Minute wird sich nichts ändern heute. Gehe ich mal davon aus, dass das wird dann, wenn man stärkere Batterien reinmachen, dann wird sich das verbessern. Aber an der, an der Geschwindigkeit mit 16,2 Meter pro Sekunde. Wir sind ja hier in Europa. Also wenn er das jetzt mit der amerikanischen vergleicht, müsst ihr gucken, was das wäre. Das ist dann Feet per Second. Das kruscht halt. Das braucht kein Mensch, das die Maßeinheit. Also zumindest kein normaler Mensch. Also ja. Könnt ihr euch umrechnen, da gibt es Tabellen dafür und da gibt es sicherlich eine schöne Formel, das ist nicht so kompliziert, aber ich hab's nicht im Kopf und ich fange das jetzt auch nicht an. Ja, dann der die sage, jetzt haben wir da der Ausgangszustand, das haben wir jetzt alles mal aufgenommen. Ich habe das ja, den habe ich ja schon mal vermessen, also das habe ich vor kurzem schon ein Video dazu gemacht. Jetzt schrauben wir es auf, baue den ganzen Krust rein. Zumindest so ist der Plan. Und dann finden wir raus, was das danach kann. Also jetzt macht es Sinn, dann bis gleich zu sagen, weil das Aufmachen mache ich schnell Durchlauf, dann schwätzen wir ein bisschen. Und ja, dann bis gleich. Jetzt bin ich echt im Überlegen, ob ich die Schraube da vorne auch aufmachen muss. Also das wäre Krampf. Ja, aber ich glaube, die müssen wir auch aufmachen. Das scheint so, das hängt da vorne da irgendwo. Das wäre ja kruscht. Also, das war eigentlich schon 5 Minuten Schraube. Also, ich glaube, das ist so viel Schraube wie der Blaster hat, sonst keiner glauben. Ja, aber ist gut, dass Schraube hat, weil sonst könnte man das Ganze da gar nicht machen. Wenn das alles zusammengeklebt wäre, wäre halt scheiße. Dann wird das auch keinen Spaß machen. Und ich lasse die Schraube jetzt alle schön da, wo sie sind. Da habe ich da irgendwo einer vergessen. Das alles mit aufmachen. Ja, scheint so. Das ist jetzt halt die Schraube noch. Ja, da hängt es noch. Das ist ja groß, dass man das alles. Ja, das scheint so. Ja, ich guck mal das im Schnelldurchlauf nochmal an. Bis gleich. Ja, das war jetzt genau das, was ich vermeiden wollte.
Jetzt fliege die Schraube raus und jetzt weiß ich wieder nicht, wo war lange Schraube drin, wo war kurze Schraube drin. Ja, das wird ein Spaß, das rauszufinden. Ey, Scheißele. Ja, und das seht ihr, das ist da Hand nochmal zusammengeschraubt, also das muss man wirklich mit aufschrauben, dass das geht. Ja, Scheißele. Und die Teile sind auch rausgeflogen. Gut, ja, wir müssen das glaube ich auf den Kopf machen, sonst geht das nicht. Und dann putzt die Schraube raus. Das gehört da hinten rein. Das ist Batteriefach zu befestigen. Das gehört andersrum rein. Das ist auch fast täuscht. Wo ist jetzt das her? Ja, Scheißele. Und da kommt dann noch das Batteriefach rein. Wo gehört das? Wo gehört das Teil noch? Sagt's mir halt. Es wird ja nicht Zeit, dass das da noch. Okay. Das Ding haben wir mal Zeit. Wo ist das jetzt? Das ist irgendwo da hinten ausgefallen. Und die Teile, das ist klar, die sind unter Hand, damit die Anbauteile einrastet. Da haben wir, da unten gehört neues noch. Ja, die tun wir mal raus. Die müssen wir also am Schluss dran denken. Jetzt müsste es, ich glaube, das erste, was ich mache, den Schalter da vorne weg. Der sollte auf der Seite sein, dann ist das alles auf einer Seite. Aber wahrscheinlich war da kein Platz. Dann putzelt noch mehr Schrauben raus. Oder, was man auch machen kennt, da Steckerle dazwischen. Ich glaube, das machen wir. Weil das wird nicht das letzte Mal sein, dass man den Blaster aufmacht. Toll. Und dann, wenn man da Steckerle dazwischen macht, das ist ja spannend. Ich habe gedacht, die EMV gibt es in den USA nicht. Aber das ist wohl eine europäische Variante. Oder ist das standardmäßig? Verrückt kann. So, ich muss nachher dann nochmal recherchieren, wo das Teil nachgehört. Das mache ich kurz in der Pause. Weil 3D-Drucker muss ich nebenher auch ein bisschen bespaßen. Das ist vorne, gehört das noch. So rum. Ja, das ist klar. Wenn ich das außerhalb vom Bildschirm mache, seht ihr nichts. Das ist. Doch, das ist das Teil. Gehört das. Wo war das da dann? Was ist das? Gut. Und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende mit dem Schrauben. Also, das müssen wir auch noch zerlegen haben. Und das da auch noch. Also ja, ich glaube, mit der Schraube muss ich gucken, ob ich da irgendwo geschickte Anleitung finde. Dass man da nicht wieder unnötig Stressmarker erzeugen. Also für die Leute, die schon länger dabei sind, das kann ich gut. Das kann ich gut. Weil eigentlich sollte man das alles zerlegen und sich das so Zeichnung hinlegen, wo man unterlegt man die Schreibblätter noch. Also theoretisch weiß ich, wie es geht, praktisch bin ich noch viel zu faul dafür. Aber ich würde sagen, wir müssen den Teil da nicht zerlegen. Und ja, dann machen wir den Schalter jetzt da weg, weil sonst, dann kann ich den Teil einfach auf die Seite. Das machen wir kurz im Schnelldurchlauf. Bis gleich.
So, jetzt ist weiter zerlegt. Da noch. Haben wir die Kabelführung. Bisschen beschädigen. Ist aber halb so wild. Nichts, was Heißglät nicht lösen könnt. So, da. Jetzt müssen wir gucken. Ich glaube, die kurze Schraube gehört überall da oben an die Schiene rein. Da können wir das mal ein bisschen handlicher machen. Und mal alle Schräubchen auf die Seite. Zum Schluss machen wir da noch ja, Fall halt nach. Werkzeug wieder ein bisschen auf die Seite. So. Jetzt haben wir da, das ist das Röhrchen. Da muss ich mir überlegen. Da muss das stärkere Federchen rein. Da haben wir Dichtring. Und so ein Ding dahinter. Das muss ich auch gucken. Das gehört da glaube ich alles da rein. Ja, ist immer ganz gut, wenn ich zwischendrin ein bisschen Pause habe. Dann kann ich mir das auch gucken. Verstehst du? Das gehört da glaube ich nicht rein. Kleberrest oder so. Weg damit. Der sollte eigentlich da noch irgendwo auf die Seite. Da hinten rein oder so. Weil da wäre das sauber aufgeräumt. Das wäre langfristig, glaube ich, schicker. Aber das erste aufschneiden, Steckerli rein. Und ich habe da sogar noch so was rumlegen. Das machen wir da, das dort. Das habe ich da, das machen wir rein. 2 Lötstellen, zack, und dann ist es erledigt. Jetzt müssen da irgendwie die Zahnrädler da rein. Ich sag's euch, das wird Spaß, das nachher wieder zusammenzukriegen. So viele Schrauben, so viel Zeugs. Ja, das wird ein Abenteuer heute. Das wird ein Abenteuer. Und mal schauen, ob wir am Ende des Videos, ob wir da überhaupt einen Schusstest machen. Oder ja, bin da optimistisch. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Gut, dann schwätzen wir nicht so lange rum. Machen wir weiter. Ich schraube das da mal auf. Und dann schauen wir, dass wir die Zahnräder dann reinkriegen. Bis gleich. So, so sieht das aus. Jetzt gang. Oh, das ist ja. Das ist draufpresst. Die gehen leicht runter. Das heißt, das ist das. Das muss so rum rein. Das ist das muss so rum. Nein, das ist das mit dem großen Ritzel oben. Und das muss unten rein. Und dann ist das fürs Motorritzel. Das heißt, die können wir einfach rausnehmen. Das geht natürlich nicht einfach raus. Eieiei. Sollte das nicht auch einfach reingehen? Ja, jetzt halt. So, der leer. Das zum Schluss. Oh, braucht das eine bestimmte Ausrichtung? Oder darf das freidrehen? Ach, das darf freidrehen. Ja, das ist dann der Teil, wo das dann nach vorne fährt. Hoffe ich doch, dass wir da nicht auch noch irgendeine Ausrichtung brauchen. Jetzt müssen wir das irgendwie runterkriegen. Und nachher wieder draufpressen. Ja, ich hab's befürchtet, dass das ein Kampf wird. Ich gucke mal, dass ich das runterkriege. Das mache ich im Schnelldurchlauf. Bis gleich.
Ich glaube, da müssen wir doch den Motor ausbauen. Das geht sonst nicht. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das nicht so einfach gehen kann, sonst steht es ja durchdrehen. Aber ich bin verwundert, wie einfach das runterging. Also das andere Zahnrädle. Das hat mich schon. Ja, das ist ja das Spannende, wenn man da mal was Neues probiert. Dass man eigentlich noch keine Ahnung hat, wie es geht. Und jetzt kann ich da. Jetzt hat man den eigentlich fast weglöten. Wobei. Boah. Jetzt hat man das eigentlich fast weglöten, den Schraubstock einspannen und draufpressen. Oder halt der Schraubsteckle. Das wird aber. Das wird der Spaß. Das wird der Spaß. Oder. Oh, das ist. Klar, das ist nicht so clever. Ja, das macht die Platine sicherlich nicht, wenn man da drauf drückt. Ist halt die Frage, ob da irgendwas Wichtiges drauf ist. Kondensatorle, sonst. Das wird wahrscheinlich auch so eine EMV-Maßnahme sein. Das heißt, das Radio spielt dann vielleicht Rauschen, wenn er da nicht auf. Wenn man das alles entfernt. Oi, 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 oi. Da ist halt die Frage, wie kriege ich das reinpresst? Hei, hei, hei. Ja, das habe ich befürchtet, dass das nicht so einfach wird. Aber ja, da finden wir eine Lösung dafür. Oder Pumpewasserzängle, Wasserpumpezängle. Da seitlich auch greifen, dass man die Platine gerade so nicht beleidigt. So Platinen sind ein bisschen sensibelchen. Und den Kondensator sollte man vielleicht auch nicht kurz schließen. Oder ist das? Oder das ist. Oder ist das ein Kondensator oder was? Thermowiderstand. Die zwei Kontakte sollten sich halt nicht berühren, sonst ist es ein bisschen sinnlos. Können wir den so drehen? So noch? Ja. Nee, das wird der Kunde. Sieht doch, das ist da noch nicht verbunden, das heißt, das wird der Kondensator sein. Wobei, das kann sein, auch Wärmewiderstand oder so. Ich muss mal gucken. Muss irgendwann mal gucken, was das ist, ob man das überhaupt braucht. Weil wenn man es nicht braucht, kommt es einfach weg. Also die Dinger gingen da überraschend einfach rein. Jetzt hat man da alles Metall, ist besser. Aber ich jetzt sage, ja, mal Werkzeug, das mache ich im Schnelldurchlauf. Bis gleich. Ja, mit der Magie des Hebelgesetzes, da ging das. Ich glaube zumindest. Ich meine, ob es wirklich ging, das findet man dann raus. Wenn es dann wieder Gott. Also ganz zum Schluss. Das kann schon sein. Das ist jetzt alles. Ah, das hat jetzt genug. Ja, wäre ja schlimm, wenn das so einfach gegangen hätte, weil dann. Das ist ja Freiträger. Jetzt kommt dann Memory-Spieler. Rausfinden, wo alle Schrauben wieder reinkehren. Das ist Endschalterle. Ja, ich schraube den Teil mal wieder zusammen. Bis gleich.
So, wieder 13 Minuten vergangen. Das hat, ich habe zuerst überlegt, was macht denn das für einen Sinn? Aber das ist dann, um das Magazin rauszulassen. Und wenn das Magazin draußen ist, kann man das Trigger nicht triggern. Das ist tatsächlich mal ein Schalter, der umgekehrt ist. Also der normalerweise ist der Schalter dann ausgelöst, wenn das Magazin drin ist. Also das ist so ein Ding. Da haben wir nochmal ein Schalterle, wenn das Magazin drin ist. Das ist, also, das scheint mir ein bisschen, also das ist mal auf den ersten Blick ein bisschen redundant zu sein. Hat man mal das Magazin hinein oder ist das? Das wäre nachher dann so. Wäre das denn? Also ich verstehe es jetzt noch nicht ganz. Da haben wir jetzt zwei Schalter, die eigentlich dafür da sind, um zu erkennen, dass das Magazin drin ist. Und dann kann man dann triggern. So sehe ich das. Und ob ein Pfeil drin ist, wird nicht erkannt. Und das ist eigentlich das, was sinnvoller wäre. Einfach nur zu erkennen, ob ein Pfeil drin ist. Aber das ist wahrscheinlich auch das, was komplizierter ist umzusetzen. Ja. Also, jetzt ist wieder alles drin und ich hoffe auch alle Schrauben. Und jetzt können wir uns als nächstes den dazu wenden und dann löten wir noch eine Runde. Ich glaube, die Verritte, die wir gleich mal raus. Alles, was man nicht braucht, raus und da den Stecker dann rein, da dazwischen. Dass man die beide Seiten auch einfach schön trennen kann. Und langfristig werde ich den Hebel da umfunktionieren für irgendwas anderes und der Schalter kommt auf die Seite irgendwo da rein. Aber jetzt zerlegen wir das irgendwie. Ah, dahinter sind Schrauben. Wunderbar. Wunderbar. Dann mache ich das doch mal im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, jetzt haben wir da. Habe ich alles rausgefunden, wo was nachgehört. So, als erstes tauschen wir den Dichtring. Das Ding gehört da vorne auf als Polsterung. Bevor wir das machen, wenn wir erstmal schauen, dass das nachher erhebt, dass man das nicht nachher nochmal, dass das nicht dazu führt, dass ich das unnötig aufmachen muss. Dann einfach mal da ein bisschen schauen, dass der Schmutz weg ist oder dass das sauber ist. Oder die ein bisschen putzen. Das mache ich nachher im Anschluss, wenn das Video fertig ist. So. Ich muss nochmal trocken. Ich mag das nachher nicht. Ja, Krust. Gang weg. Das ist wohl nicht mehr das Frischeste. Okay. Das klebt gut. So, jetzt. So, den Dichtring. Das muss wohl. Da kommt das noch. Ist das dahinter? Das war das so rum denn. Ist das da drauf? Ich glaube, das gehört da drauf. Und jetzt sehen wir schon. Neues Federle. Als Federle. Das ist. Da ist schon. Da müsste jetzt da habe ich noch kein Messmittel dafür. Aber da müsste meinem Handgefühl vertrauen. Das ist ein entspanntes Federle gewesen. Jetzt haben wir da ein bisschen anstrengenderes Federle.
Das kann schon sein. Ja, den R-Restriktor, den lassen wir mal fürs Erste denn. Da hätte ich halt gern komplettes Metallteil. Und dann, dass das sauber schließt und alles, wie es dann für die Retaliator und alles gibt. Aber jetzt schrauben wir das erstmal zu. Das machen wir schnell Durchlauf. Bis gleich. Ah, gut, dass ich nochmal geguckt habe, bevor ich alles zusammengeschraubt habe. Da habe ich bloß Fehler gemacht. Das gehört auf der anderen Seite. Das war mal 50-50 Chance. Aber sonst, das habe ich richtig rum eingebaut. Da muss die Nase nach oben zeigen. Ja, und auch rausgefunden, falls ihr das noch nicht erzählt habt, wo das Rädchen reingehört. Das gehört da rein. Also das wäre zum Schluss nicht aufgefallen, wenn ich das vergessen hätte. Also optisch vielleicht, aber das gehört so rein und da ist gut. Und ich hoffe, dass ich es zum Schluss nicht nochmal vergesse. Also, nochmal aufschrauben, das nach hinten drehen und dann wieder zuschrauben. Bis gleich. So, jetzt müsste eigentlich die Modifikation fertig sein. Also das dürfte jetzt alles passen. Das müsste dann... Da bin ich mal gespannt, ob das dann auch noch Gott. Also das jetzt noch Gott. Und jetzt machen wir aber erst einmal. Habe ich mein Seitenschneiderle. Hab's doch vorher noch gehabt. Der ist da weg. Das geht von der Batterie. Das ist der eine Teil. Da schneiden wir das nämlich da vorne irgendwo auf. Das sehen wir einfach mal. Einfach mal so vor. Da kommt das Ding einfach raus. Ich höre kein Radio, da brauche ich das nicht. Das ist jetzt nicht so, dass es keinen Sinn hat, aber ich habe keine Lust, das wieder neu zu kleben. Und den einen Teil müssen wir so aufschneiden. Machen wir den Kabelbaum ein bisschen einfacher. Dann können wir das da direkt da nachlöten. Und das dürfte lange. Und dann machen wir Steckerle dazwischen, dass wir den Krust nicht jedes Mal, dass wir das schön ausstecken können oder wieder einstecken können. Oder nehmen wir halt das, was wir gerade zur Verfügung haben. Dann hole ich mal das Löteisen und dann machen wir das kurz im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich.
So, jetzt haben wir da das Schalterle. Das ist das Klackerteil. Das ist jetzt da mit dem. Das können wir da noch schön einen Kabelkanal reinfummeln oder das, was wir halt davon übrig gelassen haben. Ja, komm her. Dann müssen wir uns das nächste Mal nicht anstrengen. Da können wir nämlich das geschickterweise so rumlassen. Und dann sind die ganze Schraube da drin aufgeräumt. Dann können wir das einfach zusammenstecken. Jetzt gucken wir noch. Ich habe nur eine von denen Schrauben. Das ist dann immer Gewichtsreduktion beim Auseinanderbauen. Ich sehe jetzt aber nicht, wo die Fehler hat. Eine von denen Schrauben habe ich noch. Scheißele. Sieht aber alles irgendwie vollständig aus. Aber war sie hoffentlich nicht wichtig. Jetzt müssen wir dann nachher das ganze Teil wieder reinfummeln. Mit den Dingern. Ja. Das ist bei der Prophecy schon immer recht der Krampf. Gut, das ist da noch. Das ist besser, das rastet hier ein. Und seht ihr, das ist jetzt alles ein bisschen aufgeräumter. Da ist jetzt da der Stecker. Und ich habe gemeint, ich kann da besonders schlau sein und mir möglichst viel Kabel rausholen, dass man vielleicht irgendwann mal brauchen können. Deswegen hat es am Anfang so ein bisschen gedauert. Das ist jetzt, da haben wir jetzt gleich das Isolierklebeband drauf gemacht. Das hat mein eigener Blaster zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht. Aber da ist halt nachher nicht mehr zugänglich. Jetzt machen wir das da rein, bevor wir es vergessen. Und dann kommt das da vorne rein. So rum muss rein. Das passt. Dann die ganze Dinger nicht vergessen. Wobei, das wird mir wahrscheinlich nicht auffallen, weil bis ich da Anbauteile für den Blaster habe, da haben wir das nur zweimal aufgemacht wahrscheinlich. Und das kann auch sein, dass man da noch den Teil irgendwann mal, so ersetzt. Weil ich hätte da gerne eigentlich einen richtigen Laufdänder. Also irgendwas, was halt sauber schließt. Das wäre schon cool. Also das gibt's da, glaube ich, habe ich für den Blaster noch nicht gefunden, dass es das fertig gibt. Das wäre schon cool, aber weißt du, wie so bei der Prophecy und bei der Retaliator so und Recon so und wie sie alle heißen, da gibt's das für kurze Pfeile sauber vorbereitet. Das hätte ich da auch gerne für die. Aber alles nach dem anderen. Jetzt gucken wir. Machen wir es zusammen. Und dann finden wir raus, ob's Gott. Drückt mir die Daumen. Dann bis gleich. So, Magazinle. Messmittel wartet auch schon auf seinen Einsatz. Ja, die zwei Schrauben habe ich jetzt nicht vergessen. Ich glaube, da Hanne, die dünne Schraube, einer davon gehört da oben rein. Ich glaube, die da Hanne, die kriege ich jetzt aber nicht mehr raus, weil
Ja, die ist jetzt da drin halt. Das müssen wir dann beim nächsten Mal machen, bevor ich da jetzt irgendeine Schraube, die große schneide. Und ja, euch Schrauben muss ich noch suchen. Das ist die da hinten, bevor sie der Staubsauger findet. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Und jetzt gucken wir, ob's Gott. Ha, scheiße. Ah. Ha, das war kurz vor Genüge. Woran liegt das jetzt? Oh, scheißele. Das ist jetzt... Oh, verdammt. Ich glaube, der schreit nach einer Fortsetzung. Ich muss das Video bearbeiten. Oder mal recherchieren, was da... Scheißdreck. Jetzt kommt auch das Magazin nicht mehr aus, weil das ist... Okay. Das... Oh. Das... Gottes sei, dass man das richtig justieren muss. Also an der Elektrik liegt's nicht. Packen wir den mal raus. Ah, verdammt. Das wäre ja zu schwer gewesen, wenn das beim ersten Mal gegangen wäre. Das sieht das Gott gar nicht ganz zurück. Das sei, dass ich das so einbauen muss. Das Magazin wird gar nicht ganz neu. Eieieiei. Wieder irgendwas falsch einbaut, dass die Zahnräder so dreht sein müssen, dass das richtig, dass das ein richtiger Zyklus ist. Oder dass es in eine richtige Richtung zeigt. Irgendwas. Scheißele. Scheißele. Ah, verdammt. Das läuft da irgendwo gegen Widerstand. Hey, scheißele. Das war jetzt nicht das geplante Ergebnis, aber ich war da optimistischer. Sonst hätte ich nicht alle Schrauben gemacht. Das könnt ihr mir glauben. Das ist so das Zeichen, dass ich eigentlich optimistisch bin. Aber das kann sein, dass ich das Getriebe, dass da die falsche Position eingestellt ist und dass das, wenn man das ein bisschen dreht, oder dass das halt eine richtige Position zu dem ganzen Ding da sein muss und dass das dann richtig geht. Und dass ich das gerade falsch gemacht habe. Das muss ich mir aber mal in Ruhe angucken. Da muss ich vielleicht auch mich doch schlau machen. Das ist nicht hilfreich, aber es hat Unterhaltungswert, hoffe ich doch. Der muss, glaube
Ich glaube, da machen wir gleich das nächste Video dann dazu, weil das will ich vom Tisch haben. Und dann können wir auch gucken, wo die Schraube noch reingehört. Also, wo welche Schrauben reingehört und die Schrauben noch reingehört. Das finden wir dann raus. Und da finden wir Lösungen. Und ich wünsche euch mehr Erfolg beim Bastler. Euer Blaster-Ingenieur.